Es ist Montag, der 18. Mai. Ich begrüße euch herzlich zum Wochenstart mit der Losung Nehemia 9,20. Herr, du gabst unseren Vätern deinen guten Geist, sie zu unterweisen. Und Jesus sagt, Johannes 14,26, unser Lehrtext, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Lehrer ist der Tröster. Ja, da könnte man das Lehrerbild noch ein bisschen optimieren. Sogar eine Pädagogik könnte man so definieren, ganz neu, als eine Unterabteilung von Aufbauen von Trösten. Es gibt ja auf beiden Seiten Beispiele. Die einen fallen einem vielleicht ein bisschen schneller ein als die anderen, weil sie ein bisschen tiefer bereicht haben. So ist ein Mathematiklehrer im Gimmer zu einem Kamerad, der gerade hinter mir gehockt ist, der ein Eis hat geschrieben in seiner Probe, und ich höre ihn so leise zu ihm sagen, ja, das kann ja von jetzt an nur noch besser werden. Andererseits, in der Primarschule, ein Mädchen aus einer ganz armen Familie ist zum Lehrer gekommen, der Pauseaufsicht hatte und hat gesagt, Herr Lehrer, Sie plagen mich gäng. Und der Lehrer hat so mit einer Geste zu ihr gesagt, gang weg. Neben diesen zahllosen Beispielen, die wir alle zusammen kennen, auf beiden Seiten möchte ich doch noch zwei erwähnen, die mir wirklich in Erinnerung geblieben sind, aus der Uni-Zeit. Ein Professor, der im Alten Testament, der selber lang Pfarrer und Seelsorger war, hat mich im Hebräisch unterrichtet. Am Schluss hatte ich teilweise Einzelunterricht. Und gerade vorher hatten wir noch Turnen und da sitze ich dort und bin schon ganz weiss von Schmerz. Warum? Ich habe mir im Handball einen blöden Misstritt eingefangen, habe fast gar nicht mehr hocken, denke erst recht nicht mehr. Dann hat er gesagt, weisst du was, ich bringe dich zum Doktor. Er ist durch das ganze Borblental gefahren mit mir von der Uni heim, ins Nachbardorf zum Doktor zuerst, hat dort gewartet, bis die Untersuchung durch war und ich irgendein Heilmittel bekommen habe. Und dann hat er mich noch heimgebracht. Das war für mich unvergesslich. Ein Lehrer, der ein Tröster ist. Wir hatten einen Professor in Religionspädagogik, das geht jetzt also gerade ins heutige Thema rein. Also, wie tut man lehren über die Religion? Und er war ein Kriegskind. Er hat es zustande gebracht, Studenten und Studentinnen an die Grenzen vom Heulen zu bringen, wenn er aber wieder auf den Fundamentalisten und Evangelikalen umgeritten ist. Gegen die hatte er eine unzähmbare Aversion gehabt. Und irgendwann habe ich und ein Kollege zusammen ihn in der Bibliothek nachgefragt, was das eigentlich ist bei ihm. Und dann hat er von seinen Kriegserfahrungen erzählen, was er alles durchgemacht hat, in einem Bombenkeller und nachher irgendetwas mit Frommen, die er enttäuscht. Und schlussendlich hat er selber Tränen in den Augen gehabt. Und dann habe ich gedacht, ein Mensch, der nie ist getröstet wurde, er kann wahrscheinlich andere auch nicht trösten. Genau also unser Thema hier. Trost und Lehre gehören bei Gott eben zusammen. Aber wie gehören sie zusammen? Es ist ein bisschen ähnlich wie Hörnli und Wasser. Ja, hier Hörnli, die einen sind gekocht, die anderen nicht. Gott hat uns so viel zu sagen, es gibt so viele Lerninhalte in der Bibel. Wir reden ja einerseits von der Muttermilch, von der anfänglichen Lehre und nachher geht es ja weiter bis zur sogenannten festen Speise. Hebräer 5 und 6 beschreibt genau das Phänomen und auch den Unterschied, wo man sagt, ja, Muttermilch, das ist zur Zeit vom Neuen Testament das gewesen, was heute vielleicht sogar fast als feste Speise gilt, nämlich, wir haben sie von Anfang an unterrichtet über Buß, über Bekehrung, sagt der Hebräerbrief, nachher auch über Taufe, über Handauflegung und sogar Gericht und Auferstehung. Das ist alles Anfang nur Muttermilch. Und dann wären wir dann weitergegangen, und das hat ja der Hebräer auch wollen, gesagt, jetzt gehen wir nicht nochmal zurück, jetzt geht es ein bisschen um das Feindruckte. Jetzt geht es vor allem auch darum, den Vollzug vom Glaubensleben zu verstehen. Das heisst, Gut und Böse auf allen Ebenen zu unterscheiden.
Alle Lehre ist bei Gott Trost. Und das ist nochmal der Hebräerbrief, der uns erstaunt diesbezüglich. Weil sogar die Züchtigung ist Trost. Sagt das 12. Kapitel, Vers 4. Das ist eine krasse Form von Trost, was heisst, wenn Gott liebt, der tut er züchtigen. Habt ihr schon den Trost vergessen, sagt er sogar, nämlich die Züchtigung von Gott. Hallo, würden wir sagen, wie kann das Trost sein? Das ist ja doch das Gegenteil. Aber es ist eben so bei Gott. Wenn er uns züchtigt, es tut ihm ja selber weh. Er macht das überhaupt nicht gerne. Er macht es einfach, weil es nicht anders geht. Und er selber hat den grössten Schmerz dabei und zeigt uns, er ist auch da drin komplett auf unserer Seite. Wenn Gott etwas sagt, dann wird es eben immer zum Trost. Welcher Teil von der Palette das es gerade ist. Wir spüren, das ist absolut eine Art Fortschritt, den er uns geben will, etwas, das uns entscheidend weiterhelfen im Leben. Wenn er etwas gibt, ist es immer weich gekocht. Und sogar wir werden durch eine solche Anleitung nach und nach weich gekocht. Der Zinzendorf, der Graf, der ja die Losungen hat in die Gang gebracht, hat ja vom Mutteramt vom Heiligen Geist geredet. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Verständnispunkt. Wir kommen viel näher an das Wesen von Ruach, also die Ruach heisst hebräisch, also weiblich eigentlich der Heilige Geist, wenn wir uns vor Augen führen, was das für eine Trösterin ist und wie sich das auf ihr Reden und eben Pädagogik auswirkt. Sie ist es ja, die uns zum neuen Leben, zum ewigen Leben wiedergeboren hat. Das hat der Vater nicht gemacht. Der Vater hat uns gezeugt. Das hat auch Jesus nicht gemacht. Jesus hat uns versöhnt. Aber der Geburtsvorgang, der eigentlich etwas Weibliches ist, in jedem Fall, ist gemacht durch den Heiligen Geist, sagt Jesus im Johannesevangelium. Ganz klipp und klar. Das heisst, sie hat sicher dann auch die Aufgabe, was sie geboren hat, nach dies nach durch alle Stufen von Kindheit, Jugend bis ins Erwachsenenalter und darüber aus eben aufzubauen, weiterzuführen. Und es ist dann nicht immer eine Kuschelpädagogik, was sicher in den ersten Momenten und Zeiten absolut darf sein, aber irgendwann ist sie auch unzimperlich. Ist sie unzimperlich, so bleibt sie aber immer tröstlich, weil sie ist Tröster von Berufswegen. Der Lehrplan ist also vorgegeben, nämlich Jesus sagt, was ich euch sagte, das wird sie uns erinnern, die Ruach, der Heilige Geist. Das Rad wird nicht neu erfunden, es gibt nicht nochmal ein neues Evangelium und wenn du eine Prophetie hast bekommen, die dem, was Jesus sagt, radikal oder diametral widerspricht, dann kannst du sagen, es ist mit Sicherheit nicht von Ruach. Aber eins ist klar, ohne weich zu kochen, wird die Lehre von Jesus immer die Teigware sein. Wir essen ja eigentlich immer mit Stäbli, wenn es geht. Und darum zeige ich euch jetzt, was passiert, wenn der Heilige Geist nicht mit im Boot ist. Wenn wir dann so Lehren von Jesus einpauken oder kopfmässig weitergeben als Philosophie. Es ist einfach harte Rostung. Man kann es schon essen. Manchmal fliegt ein bisschen vom Zang weg. Aber ein richtiger Genuss ist es nicht und die Verdauung ist durch das so viel schwieriger. Das ist Lehre ohne Heiligen Geist. Auf der einen Seite sagt der Paulus, ja, die Zuchtmeister haben 10'000, Väter wenig, man kann auch sagen Mütter wenig. Das ist nicht so eine Kunst, die Lehre von Jesus zu rekapitulieren und zu kapiteln. Und das andere haben wir hier. Jetzt sieht das ganz anders aus. Mir bekommt fast ein bisschen Lust. Jesus hat immer durch den Heiligen Geist geredet. Seine Worte waren immer schon weich gekocht. Er ist nie aus der Rolle gefallen. Und selbst wenn er mit den Pharisäern geredet hat, war es immer die Liebe, ist es immer das Tröstliche dahinter gewesen. Es hat keine Zwischeninstanzen gegeben. Nicht Menschen, die das Ganze verhärten. Und jetzt ist es wieder genau gleich. Nach wie vor, denn wenn wirklich der Heilige Geist rettet Menschen,
ist es ein tröstliches, aufbauendes Wort. Pädagogik heisst eigentlich, wer kann die Kinder führen? Päd heisst Kind, Agogik heisst führen. Es ist eigentlich jemand, der Kinder anleiten kann. Wer kann sie ins Erwachsenenalter führen und darüber hinaus durch das ganze Leben? Wenn ich zusammenrechne, habe ich von 16 Onkel und Tanten 14 Lehrkräfte gehabt. Auf verschiedenen Schulstufen haben die unterrichtet. Also ich bin eigentlich aufgewachsen so. Immer mit dem Lehrer-Schüler-Thema. Und wenn ich irgendwo bei einem Familienbesuch dabei war, ist es genau so weitergegangen. Und einen von denen habe ich ganz besonders bewundert. Es war mein Onkel und Götti. Eine Zeit lang haben wir sogar zusammen an der gleichen Schule unterrichtet, auch Werke unterrichtet. Und Werke ist natürlich eine Herausforderung, weil die Teile haben so ein bisschen zwei linke Hänge. Und etwas habe ich bei ihm gelernt und das werde ich nie vergessen. Bei seinen Schülern hat es nie Verlierer gegeben. Wenn man es so sagen könnte, wenn er ein Werk machen, ein Thema in Ton formen, dann hat er jedem einen Oscar verteilt. Das ist eben Lehren und Trösten in einem. Ich wünsche euch einen tröstlichen Tag.